Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh. Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Hör leid, in der Mission zusammen im Reich der Feen. Was jetzt? Nuri. Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles ist verboten. So, wie schaut denn aus, wer ist das da? Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan. Hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen, als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns mit deinem Blick beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor, ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, ich sage nichts mehr. Lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Die Traumgemächer. In der Mission, das ist mein Ziel. So, was haben wir denn da? Das Feentor. Da bin ich reingekommen. Da bin ich durchgefallen? Was auch immer das ist. Es ist kein Weg zurück. Ich muss das Tor in den Traumgemächern finden. Das Wesen hat durch dieses Gerät tatsächlich in die Sümpfe geschaut. Und alles, was in seinen Blick geriet, wurde zu Stein. Wie auch immer das funktioniert hat. Ich habe es hoffentlich zerstört. So, da haben wir das Augenwesen. Wie schaut denn aus? Dieses putzige Fellknäuel hätte uns beinahe umgebracht. Aber wie soll man dem kleinen Kerl böse sein? Lass mich. Gut, überzeugt. Da hat man einen Schacht. Die Lichtstatuetten. Und einen Brunnen. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist natürlich. Ah, Du bist aber seltsam. Natürlich, wenn Winter ist. so viele Gestalten. Sind das Totenlichter? Flüstern wie Geister. Sie flüstern. Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Es gibt immer einen Weg. Genau. Wir sind nämlich optimistisch. Die Lichtstatuette. Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Sie sucht die Tochter. Ich suche den Ausgang. Sie besteht aus reinem Licht. Mitnehmen kann ich es nicht. Da geh ich raus. So, mal schön. Mein Inventar, leergeräumt. Ja, da schon ja. Gottes Willen. Hey, du! Wo? Wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Los, sprich! Pass auf, mein Name. Mein Name ist... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit! Nein, ich... Keine Widerworte, geh voran! Ja gut, mir recht. Eure Hoheit, meine Königin, freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu Eurer Majestät. Denn was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar?
Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet. Doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairut-Neva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder in gastfreundlichen Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen? Ja, gute Frau, ich bin anspruchsvoll. Dann will ich eben euer Gast sein. Ich könnte mich frei bewegen, nicht wahr? Ja, es wäre eine hohe Gnade. Der Nachthaarige hätte Zugang zu vielen Orten und könnte vieles erfahren. Am Ende macht er sich dies zunutze und will fliehen oder uns ausspionieren. Und dann unser Reich in das geweissagte Unglück stürzen. Bedarf beschwichtigen. Wir sind empört. Unglück, Unheil. Ich will es nicht mehr hören. Ich versuche doch nur, das Richtige zu tun. Respektloser! Absicht und Ergebnis sind zweierlei. Er fühlt sich getroffen. Das macht ihn verdächtig. Wir müssen viel bedenken. Ist sein Kommen gut? Ist es schlecht? Die Entscheidung muss mit Bedacht getroffen werden. Er soll uns fürs Erste erhalten bleiben. Pass auf, ich möchte Rot zurück in die eigene Welt. Bitte, Majestät, lasst mich einfach wieder in meine Welt. Ich muss jemanden retten, der mir sehr viel bedeutet. Das ist ein einzelnes Schicksal. An unseren Entscheidungen hingegen hängt das Schicksal einer ganzen Welt. Aber sie ist eine Fee, so wie ihr. Eine Fee? In deiner Welt? Wer diese Welt verlassen hat, ist niemals mehr eine Fee. Dann lasst mich endlich gehen, Majestät. Zurück in meine Welt. Unmöglich. Das Tor führt allein zu uns nach Nairut-Neva und nie mehr zurück. Aber das Augenwesen sagte, dass es in den Traumgemächern ein zweites Tor gibt. Hat es das? Das Okulunculus wagt es? Kaum weiß es seine Neugier zu bändigen, da schlägt es uns mit seiner Geschwätzigkeit. Und er, Nachthaar, nimmt sich heraus, nach den verbotenen Gemächern zu fragen? Majestät, ich will nur... Er schweige. Was soll mit dem Nachthaar geschehen? Meine Träume sind undeutlich. Wie soll ich entscheiden? Eine unmögliche Aufgabe. Allerdings, warum nicht? Soll er diese Aufgabe selbst lösen? Ja. Höre er unseren Entschluss. Der Kampf, den die Geschicke in ihm austragen, soll sich an 3 unmöglichen Aufgaben entscheiden. Wenn er sie löst, gewähren wir ihm Zutritt zu den Traumgemächern. Unmögliche Aufgaben? Was soll das... Still! Ist es wirklich sein Schicksal, Nairut-Neva wieder zu verlassen? So wird er dafür auch Unmögliches leisten können. Denn niemals geht das Schicksal fehl. Pass auf, was sind denn das für Aufgaben? Also gut, was sind das für Aufgaben? Die 3 Aufgaben lauten: Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und nun prüfe er sein Schicksal. Ja gut, 3 Aufgaben. Das heißt, wir dürfen uns ein bisschen ablagen. So, das ist die Königin, dieses Flittchen. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört.
Das ist der Vogelmann. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ein Flechkorb. Den leih ich mir aus. Da kriegen wir einen Kelch. Wie schaut denn hinten aus? Eine Statue. Ein Pfauenrad. Da geht's obi. Ein Krebs. Du dir doch. Süden. Südosten. Ein Steinsockel. Der Wetterhahn ist ein Krebs mit einer riesigen Nase. Gut, jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Der Wetterhahn. Warte was. Brauch Informationen. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Ja gut. Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Und den hat wahrscheinlich die Königin. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das, der Seher war auch in dieser Welt? Und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott aufgeschwungen? Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Es ist Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Es ist Sonnenuntergang. Ja, ich sag mal, da gibt's auch noch nichts, hä? So, und da haben wir... Oh, was haben wir da? Ein Baum. Da ist ein Brunnen. Ein Bienenstock. Was nützt ein Bienenstock in einem verbotenen Garten? Da summt nichts. Die Bienen halten wohl Winterschlaf. Ist mir eigentlich auch lieber. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Eine Art Wasserspiel? Aber er ist zugefroren. Er ist verblüht. Woher soll ich jetzt einen Apfel bekommen? Dahinter sind der Pfau und der Wasserfall. Wo liegt dieser Garten eigentlich? Ein Fenster. Warte mal. Fenster können wir zerbrechen. Das andere Fenster hat keine Scheibe. Gut, überzeugt. Ich sag mal, da geht auch noch nichts. Und da sind wir wieder im großen Saal. Der Wachposten. Der Kopf im Saal. Der große Kopf dort oben. Ist das der Vogelmann? Es war eine heilige Ehre für unsere Zeit. Der Weber des Schicksals war in unsere Welt eingekehrt, um sich uns zu offenbaren. Die Statue wurde bald nach seiner Ankunft errichtet. Die Königin hat alle anderen Statuen entfernen lassen, auf dass diese die einzige sei. Zu bestimmten Zeiten ist der Kopf sogar begehbar. Aber im Inneren wird gerade ein Gemälde fertiggestellt. Da ist jetzt alles voller Farbe. Wo ist der Vogelmann jetzt? Vor einigen Wintern hat er seine Priester berufen und mit ihnen unsere Welt verlassen. Doch unsere Königin deutet weiterhin die Visionen des Vogelmanns, auf dass wir einer strahlenden Zukunft entgegengehen. Vor einigen Wintern? Gewiss, Erzähl mir mehr über euren Gott. den Herrn aller Feen und allen Seins. Er ist der Meister des Geschicks. Sein Wohlgefallen erregt der ungebundene Geist. Er ist Gebieter über Raum und Gestalt. Und alles, was sein kann, gefällt ihm. Denn frei ist, was alles sein kann. Eine Fee hat mir erzählt, der Vogelmann hätte ein buntes Gefieder und dass sein Flötenspiel die Herzen mit Fernweh erfüllt. Dann ist sie eine Ketzerin. Gibt es noch einen anderen Weg in die Traumgemächer? Einen anderen als über die Königin? Nur sie hat den Schlüssel für den Wegsockel zu den Traumgemächern. Und jetzt still! Sonst werden wir an das Ende des Nebels gebracht. Was ist das Ende des Nebels? Der Ort, an den sie verbannt werden, meine Freunde, Brüder, wenn sie die neuen Gesetze der Königin missachten. Der Tod ist die Gnade, aber das Ende des Nebels ist Gericht.
Der Song, dass die Königin da ein strenges Regiment führt. Warum hat die Königin neue Gesetze erlassen? Damit die dunkle Zukunft in den Visionen, die uns der Vogelmann offenbart hat, nicht wahr wird, hat unsere weise Königin Gesetze erlassen, die der Sicherheit und Reinheit unseres Reiches dienen und deren Nicht-Einhaltung mit Verbannung oder Tod bestraft wird. Was sind das für Gesetze, die die Königin erlassen hat? Gesetze, die uns vor der ewigen Nacht bewahren. Sie wurden in Muschelschalen eingeflüstert und in ganz Nairut-Newa verteilt. Was sind das für Visionen, von denen du gesprochen hast? Sie warnen uns vor der Zukunft. Der Vogelmann schenkte sie uns mit dem Spiel der Harfe. Der Harfe? Schweig! Ich habe schon zu viel gesagt. Was befindet sich eigentlich in den Traumgemächern? Die Traumweberin. Ihre Musik hilft uns Feen, ein freies Leben zu führen. Frei wovon? Von Sorgen und Ängsten. Nur allein die Königin darf die Traumweberin noch besuchen. Der Statuenkopf ist begehbar, sagtest du? Ja, aber wie gesagt, dort wird gerade gemalt. Achte die Gesetze. Pass auf, im Kopf wird gemalt. Oder man durch sie. Da geht's wieder zurück, ja, da sind wir hergekommen. Da ist der Pfau. Da meine Muschel. Er ist festgefroren. Dabei ist es hier nicht mal kalt. Er ist festgefroren. Dabei ist es hier nicht... Eine Muschel, was war's denn der Pfau? Ein weißer Truthahn mit großen Ohren und ohne Augen. Tja... Da hat dann noch einige. Hallo, kannst du sprechen? Wie? Diese Stimme habe ich hier noch nie gehört. Ich heiße Geron. Ich bin noch nicht lange hier. Noch nicht lange. So. Dann sei dir noch einmal verziehen. Natürlich kann ich sprechen. Ich bin ein Pfau. Der Urpfau, um genau zu sein. Pavauris ist mein Name. Also rufst du die Stunden aus? Nein, mein prächtiges Federkleid zeigt sie an. Ach so. Ja, möchtest du etwas Bestimmtes? So, der ehrenswerte Urpfau. Da ist er. Hast du keine Augen? Nicht mehr. Die habe ich bei der Ausbildung eingebüßt. Ach, mit der Zeit müssen wir alle Opfer bringen. Aber ganz besonders für die Zeit. Vermisst du deine Augen nicht? Nein, ich hab doch Ohren. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Woran merkst du so genau, woher der Wind weht? Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Er sitzt genau über uns. Du erkennst ihn an seiner großen Nase. Der Einsiedler mit der großen Nase. Den kennen wir schon. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Du hast ein prächtiges Gefieder. Nicht wahr? Das hat mein Freund Okulunculus auch immer gesagt. Das Augenwesen? Ja, wir waren Freunde. Doch seit seinem letzten Geburtstag hat er mich nicht mehr besucht. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Ein schöner Duft. Der ein Hinweis? Dann störe ich nicht länger. Auf jeden Fall war das der Pfau. Da geht's Affe. Da war der Muschel. Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Na Geron. In der Muschel sind die Gesetze. Zumindest er hat das gesagt. Die Muschel flüstert etwas.
Fortan seien Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Ja gut, das ist scheinbar alles verboten. Ist ja Murphy.